So, wir machen den Exerzice nach einkehr. Wir haben probiert, ein bisschen Variationen und Fragen ranzubringen. Themen bleiben aber dieselben: Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung und Zukunft von Europa. Und ich gesehen, die meisten sind noch hier geblieben. Das ist ein gutes Zeichen. Wen haben wir hier auf dem Podium? Für die Grünen Tilly Metz. Die sind 52 Jahre alt. Die sind 51. Und die hat den 26. Mai Geburtstag oder den 25. Der 26. Mai. Ah, das ist gut. Das ist ja schön. Die sind EU-Deputiert seit 2018. Tilly Metz war Schulprof und freier Bürgermeister von Weiler-Latour. Dann für die Lenk, David Wagner, 40 Jahre, Member von der Chambre seit 2015, freieren Vox-Journalist. Und dann für die LSAP Nicola Schmidt, 65 Jahre, Arbeitsminister bis Oktober 2018. Die sind von der Regierung designiert Member von der nächsten EU-Kommission. Und dann für die Piratenpartei Marie-Paul Dondlinger, 50 Jahre, freie Staatsbeamtin. Also, ich freue mich, wo meine Informationen hier kommen. Und ihr seid Co-Sprecherin von den Piraten. Ja, richtig. Zusammen mit Herrn Starsky Flo sind ich Co-Sprecher, den aus einer anderen Reunion heute noch. Okay, merci. Und für die KPL ist Ali Ruckert, 64 Jahre, Präsident von der KP seit 1999. Und ihr seid Chefredakteur von der Zeitung vom Lützburger Volk. Wunderbar, willkommen hier auf dem Podium. Ja, schade, die Introduktion dann kurz. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, Klimawandel ist oder echt gesagt, der Kampf gegen den Klimawandel ist ein Thema, das ganz viele Leute an der EU mobilisiert und dadurch, bei dem die Leute sich auch wünschen, dass darüber gesprochen wird an diesem Wahlkampf. Tilly Metz, soll Europa ein Vorbild am Klimaschutz geben oder aus Rücksicht auf die Konkurrenzfähigkeit von seiner Wirtschaft aufwarten? Soll Europa ein Vorbild sein am Klimaschutz oder soll es aufwarten für die Konkurrenzfähigkeit von seiner Wirtschaft? Also was ganz klar ist, heute kann in die Ökologie von der Ökonomie gar nicht mehr trennen. Eine Wirtschaft, die will leistungsfähig sein, die muss auch nur der Circular Economy funktionieren, die muss sich unabhängig machen par rapport zu fossilen Energien, die muss sich ganz klar Ziele gehen, auch an der Energieeffizienz, an den erneuerbaren Energien. Alle Ökonomie, die heute nicht nachhaltig geht, die ist auch nicht mehr konkurrenzfähig, weil sie setzt sich auch, wie gesagt, an Abhängigkeit von fossilen Energien. Heute so nach Nouvelle kommen über einen UN-Rapport, dat par rapport zu 8 Millionen, die das vielleicht in den Neuigkeiten hören, 8 Millionen Spezies, die es gehen, Tiere und Pflanzen, die 1 Million davon bedroht sind. Also das 5 für 12, wir haben Technologien, wir brauchen just eine klare Volonté-Politik für Technologien. Die EU soll mehr weit gehen wie andere Länder? Wir haben schon gewisse Ziele ganz klar erreicht, unter anderem am EWSTU-Programm, wo ich Rapportrice war für die Grünen, wo wir ein Climate Proofing für alle Projekte. Okay. Zeit darüber. Ja. David Wagner, soll EU Vorbild sein oder soll als Konkurrenzfähigkeit von der Wirtschaft mehr wichtig? Wir können davon ausgehen, dass die Konkurrenzfähigkeit, wie das gesagt wird, immens wichtig ist, aber dann können wir an 100 Jahren abhacken. Und da sehen wir, wie weit wir kommen sind mit der Konkurrenzfähigkeit. Es geht ja um die Überlebensfähigkeit von der Menschheit. Also selbstverständlich sollen die Interessen von der Umwelt, die eng verbunden sind mit den Überlebenschancen der Menschen, sollen vorrangig gehen an all Formen von Überlegung, an all Formen von Organisierung und Planifizierung von der Ökonomie. Wir sind fest davon überzeugt, und wir sind noch davon überzeugt, dass wir justement als industrialisierte Länder, die auch stark davon profitiert haben, über die Jahrzehnte
von der Ausbeutung von der sogenannten dritter Welt, das vielleicht nicht mehr, so sollen sie vielleicht nicht mehr nennen, aber trotzdem, dass man viel mehr weit schon sind und dass man auch alles muss machen, für einen Technologietransfer zu machen, in Richtung Süden, für denen noch zu helfen. Merci. Nicola Schmidt. Ja, ich meine, wir haben eine Klimaschuld, die uns über den Kopf hängt, an die wiest, an die effektiv eine enorme Gefahr für den ganzen Planet ist, an die uns aber die Gelegenheit gibt, effektiv eine Veränderung zu bringen, die immer mehr schnell muss kommen, weil die Klimaschuld, mit der negozieren wir nicht. Es ist nicht wie die Banken, hier ist eine Schuld, die existiert, aber mit der negozieren wir nicht. Und dafür bin ich der Überzeugung, dass Europa ein Vierreiter sein kann, ohne seine Kompetitivität aufs Spiel zu setzen. Das heißt aber auch, dass man müssen an einem globalen Kader, was wir noch schon gesagt haben, die Elemente vom Pariser Aufkommens an die international ökonomischen Regeln abbauen. Kann nicht sein, dass da Freireiterin am System gibt. Da muss Europa eine starke, feste Stimme haben. Und ich meine, dass das ein enormer Push kann geben für Europa, für seine Wirtschaft so umzubauen, dass wir die Leader gehen an den Technologien. Merci. Marie-Paul Donnlinger. Voilà, ich denke, wir wissen schon lange, wo der Schuh drückt. Wir haben keine Zeit mehr, viel zu lamentieren und zu warten. Das Klima hat am Anfang zwei große Komponenten. Die eine ist eben natürlich, es gibt immer große klimatische Schwankungen. Wir haben noch Muscheln am Boden. Den anderen ist tatsächlich auch mit von den Menschen verantwortet. Und da muss direkt gehandelt gehen. Und sollte EU Vorbild sein? Ich meine, wir müssen alle einzelne Vorbild sein. Zusammen mit der EU können wir nicht mehr etwas Großes bewirken, wo wir von der eigenen Haustür aufhängen können. Das ist der beste Dreck, den wir haben, aus dem wir vermeiden. Wir müssen als komplett anderes Bewusstsein gehen, weil sowohl an der Education Fuß greifen muss, wie eben neue Betriebe, neue Technologien, die Recherche, die Forschung, wo man einfach einen anderen Weg sehen für die Ausgangsmaterialien so zu wählen, dass das Klima nicht neutral mehr, ob man das Klima schonend sind. Merci. Am Bau auch ganz wichtig. Okay, wunderbar. Ali Ruckert. Die Realität ist die, dass Investitionen an den Umweltschutz und Naturschutz, dass die nicht zu strategischen Investitionen bei den großen Konzernen zählen. Und dass von das gemäht geht, dass kurzfristig durch Profite verloren. Und das führt natürlich dazu, dass nicht das geschieht, was Mist geschehen. Wir wissen, dass zu Brüssel sitzen zwischen 15.000 und 30.000 Lobbyisten, die auf all Gesetze, was können Abfluss wollen und die verhindern, dass dann auch Gesetze am Umweltschutz und am Naturschutz gemäht gehen, die dort Profite gegen schmäleren. Das ist ein Sackgasse, wo wir uns dran befinden. Und da kann ich nicht mehr dabei herauskommen, wenn ich noch die Privatbesitz und die großen Produktionsmittel, wenn ich den changiert, wenn also die großen Banken an Konzerne, wenn die für Gesellschaft gehen. Merci. Das ist leider geschieht auch nicht viel und kein Changement vom System. Merci. Madame Matz, fossil Brennstoffe gehen am Moment europaweit subventioniert, zum Beispiel Kohle, aber auch Wolle gehen nicht besteuert. Seid ihr für Schluss von den Subventionierungen? Seid ihr für Schluss von den Subventionierungen von fossilen Brennstoffen? Auf jeden Fall, weil wir können nicht auf der einen Seite, also Politik muss ja klar Prioritäten setzen. Es kann ja nicht das eine füllen und zugleich Zeit auch das andere füllen. Wenn wir wirklich gerne aus den fossilen Energien rauskommen, dann muss die Europäische Union auch abhalten, weiter an fossile Energien zu investieren. Natürlich muss man aber auch viel gesehen, dass all die Leute, die zum Beispiel am Kohlebereich, ich denke durch Länder wie Polen, die an diesen Bereichen arbeiten, denen muss natürlich auch die Möglichkeit zur Transition durch Weiterbildung und das andere durch den Investitionsplan wie den InvestEU muss die Möglichkeit auch geben, eine Transition zu machen und auch, dass die Leute können am Bereich von den erneuerbaren Energien können schaffen, weil die muss wissen, allein
wenn wir erneuerbare Energien mehr fördern, können noch ganz, ganz viele Arbeitsplätze kreiert gehen. Das heißt, eine ökologische Transition am Wirtschaftsbereich gibt auch ganz viel zu schaffen, von neuen Arbeitsplätzen kommen, auch von Arbeitsplätzen auch, die nicht lokalisierbar sind und die wirklich an der Europäischen Union noch brauchen. Merci. Herr Wagner. Dieselbe ist froh. Okay, nee, wir müssen ophalten alle Formen von fossiler Energie, die Kohle genannt und so weiter. Aber ich meine noch all andere Formen von Unterstützung von einer Form von Energie, wie zum Beispiel die Atomenergie, muss in den erbannen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das einerseits geht es ja von der Subventionierung, andererseits muss ich noch dafür sorgen, da kann ich schon auch direkt zu Lützeburg handeln, zum Beispiel, wenn ich nicht als solchen Energien investiert, über den Finanzplatz zum Beispiel. Und da denke ich an den Fonds de Kompensation von den Pensionen, wo noch immer ein bisschen komisch investiert wird. Ich meine, da muss ich ganz von da rauf gehen. Es muss ein genau Gegenteil machen, all die anderen Formen von Energien, die proper sind, daran muss ich investieren, auch an der Technologie. Und es muss ich noch dafür sorgen, dass, vielleicht kann ich noch darüber diskutieren, Herr No, was die öffentlichen Services sind, Transportmittel, dass die öffentlich bleiben. Merci. Merci. Herr Schmidt. Also das ist ganz sicher, wir schwätzen auf der einen Seite über der CO2 steuern und auf der anderen Seite subventionieren, was wir eigentlich verhindern. Du hast eine Kontradiktion an der Politik. Dafür muss die Subventionierung von fossilen Energien absolut abhalten. Da bin ich d'accord, dass den das vielleicht nicht von Haut auf Mur auf den Dach machen. Da muss eine Exit-Strategie bestehen, die aber realistisch kurz ist. Und wir müssen massiv investieren. Natürlich an Alternativsourcen, weil sonst kriegen wir ein Problem aber von Energie Opfer, die nicht da ist. Und zweitens muss man dafür sorgen, dass die Transition just ist, gerecht ist. Und dafür gilt es sowohl dem Konsumateur entgegenzukommen, wie natürlich besonders den Leuten, die an diesen Sektoren arbeiten. Und wir haben es ganz oft versäumt, wenn es so einen Strukturwandel gibt, für da massiv zu investieren an die Leute, aber auch an Alternativaktivitäten für die Transition supportabel und positiv zu machen. Merci. Madame Dondlinger. Voilà, ich denke, Subventionen sind wirklich nicht der richtige Weg. Muss in den Betrieben eine Hand reichen, für sich umzustellen, das besonders am Wohnungsbau, wo ganz viele Sachen gemäht gehen, die meiner Meinung nach kontraproduktiv sind, wenn ich an Dreckschleuder, Styropor denke, da gibt es andere Möglichkeiten, sie mittlerweile an Diskussionen bettern, die Verpflichtigkeit für Handen hast, selber Hitze ausstrahlen, das wäre zu probieren. An einem Projekt in Deutschland lief das große Projekt Power to Gas, wo Sonnenenergie und Windenergie eben über den Katalysator an Methan, also an Gas gewandelt wird, wo dann eben aus der Falle rauskommt, dass gesagt wird, ja, im Sommer dann haben wir viel Sonne, dann haben wir viel Energie, aber was machen wir da, wenn dichter ist, an keine Wand geht, ja, da haben wir Lösungen. Es muss eben einfach den Schritt machen, an den Betrieb an die Hand kriegen und zu sagen, hey, wir müssen umstrukturieren. Das ist doch mehr Investitionen an die Forschung. Andere Investitionen an Manualismus. Merci. Herr Ruckert. An dem System, wo wir leben, da ist es so, dass die Investitionen gehen an die Bereiche, wo die Rendite am höchsten ist. So funktioniert der Kapitalismus. Und das wird doch so lange geschehen, wie das so ist. Das heißt, wenn nicht die Politik Decisionen hält an Vorschriften mit, da geht das so weiter. Und da riskieren wir natürlich, dass die Situation, die wir heute vorfinden, dass die in Zukunft bleibt und dadurch viel negative Auswirkungen eben hat. Wie kann die Politik das machen? Das ist ganz kompliziert, weil ja aber auch, muss ich sagen, ein Teil von der Politik direkt von ökonomischen Konzernen abhängig ist. Das heißt, das ist ein Teufelskreis, an dem muss durch Sprache gehen. Und auch da muss ich sagen, das ist eine Frage vom Besitz. Wenn das nicht vergesellschaftet geht, die Großkonzerne, da riskieren wir, dass es so weitergeht. Und dass weiter an die Bereiche
investiert wird, die zwar ganz negativ für die Entwicklung sind, aber die nicht fortschrittlich sind. Merci. Okay, wunderbar. Merci dann für jeden von euch noch ein spezifisch froh. Madame Metz, Lützeburg ist ein atypisches Land mit einer extrem performanten Wirtschaft, vergleichbar mit Mailand oder Hamburg. Soll es im Bereich Klimaschutz für ein Land wie Lützeburg, das so extraordinär ist, nicht Ausnahmeregelungen geben? Welche Richtung Ausnahmeregelungen? Wie Großländer haben Männer Emissionen, weil sie auch weil sie eine ganz andere Wirtschaftsstruktur haben. Und wir sind bald just ein Staat und haben eine extrem performante Wirtschaft. Muss Lützeburg sich vergleichen und auch mit den Auflagen mit Großländern? Also ich meine, Lützeburg hat eben just die Chance, dass er ganz schnell kann reagieren, dass Tresoren zwischen den Betrieben, dass man auch Clusteren haben, die zusammen schaffen am Bereich von den Betrieben, von der Innovation, von der Recherche, sodass ich denke, dass Lützeburg auch noch mit den Zielen, die Lützeburg gesagt hat, notamment ob das die Biolandwirtschaft, ob das die Elektromobilität ist, da kann wirklich eine Vorreiterrolle haben an der Europäischen Union, an der sie kann weisen. Ich so nicht mal Lützeburg als ein bisschen wie Europa am Klängen, kann wirklich auch ein Laboratoire sein, weltweit eben so kurz sind, weil wir ganz innovativ sind, weil wir am Gang sind, noch an die Recherche zu investieren, sodass ich au contraire denke, dass auch am Klimabereich auch Lützeburg ein gutes Exempel sind. Also Lützeburg braucht auch in Zukunft keine Ausnahmeregelungen. Nee, ich gebe das innerhalb von der Europäischen Union sowieso nicht gut fand, wenn ich aufhängen zu sagen, die Do-Länder machen Ausnahmeregelungen well, aber bei dem Do-Land machen wir Ausnahmeregelungen well. Ich meine, dass die der Europäischen Union die Sache sicherlich nicht gut tun. Merci. Herr Wagner, soll die EU sich ein grosses Budget geben oder sich können verschulden, für an Energieinfrastrukturen zu investieren? Das ist eine gute Frage, justement, weil wenn ihr über Budget schwätzt, und für drin auf die Frage ja ein bisschen so kurz angedeutet, brauche ich ein grosses oder ein kleines Budget, dann ist es besser, die Frage zu stellen, für wer ein grosses Budget braucht, und für wer da gesagt wird, und ich meine, justement, für das Frage muss ich das können machen. Es sind noch der Meinung, dass Staaten sie justement nicht so wie Staaten, wie das oft so behauptet wird, das heißt Staaten, respektive auch die Europäische Union, kennen sich verschulden, aber muss sie noch wissen, wo sie sich verschulden kann, zum Beispiel. Ne? Sie kennen sich zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank verschulden am Platz auf der Privatmarkt, wie das zurzeit der Fall ist, was ein deutlich Fall ist. Wir sind der Meinung, dass es muss massiv viel investieren, justement für die Transition hinzukriegen, aber das können nicht mehr öffentliche Investor sein, dafür muss sich können öffentlich verschulden, aber andererseits muss noch Reserve sicher gehen, da wo Profite gemacht werden an der Wirtschaft. Merci. Herr Schmidt, für den Moment können EU-Staaten Klimaziele exportieren. Das heißt, dass sie Projekte an andere Länder können finanzieren, für eigene Klimaziele zu erreichen. Soll das auch in Zukunft möglich sein? Ich meine, an einer transitorischer Phase soll in das System irgendwie beibehalten. Den Antwort ein bisschen, da ihr, ob echt oder die Frauen man am Metz, Länder, die eben einfach eigentlich schon fast schon die mit klein ist, mit einer Konzentration, da gibt es Moyen natürlich ein anderer wie Länder, die große Espassen haben, wo dann natürlich Moyen ja nur ein anderer gibt. Dafür meine ich schon, dass die Option da können halten, dass die Rechte können effektiv auftreten. Aber à terme ist das aber nicht eine Lösung. À terme ist das nicht eine Lösung. Ich meine, jeder muss sein Apport an seine Responsabilität holen. Und es geht ganz einfach um den Umbau von unserer Wirtschaft. Was für Länder auch immer. Den Umbau von unserem System, so wie es funktioniert. Und das ist realistisch. So ein Zahl, 180 Milliarden, für das wir das Ziel von 2040 erreichen. Das ist zu finanzieren. Merci. Madame Dondlinger, durch die Fleischproduktion gehen extrem viele Emissionen ausgestoßen. Wie kann die Fleischkonsumation konkret reduzieren?
Ich denke, wenn den zurückguckt, ob die Generationen, die zum Beispiel kurz vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder während dem Krieg gelebt haben, die nicht überlebt mit massisch Fleisch essen. Wir haben auch die Chance, großen Tierschützer bei unserem Team zu haben. Und dadurch ist mir auch bewusst gehen, dass es doch nicht nur die Fleisch ist, sondern dass es doch die Milchproduktion ist, dass es Eherproduktion ist. Ich denke, wenn ich den Respekt für uns selber als Mensch hat, dann kann ich nicht nur gucken, wie der Respekt in einem anderen Lebewesen, was auch ein Recht hat, auf ein dezent Leben, einfach so zu vergeuden, zu zerschlittern, für uns als Geschwader überpulieren. Konkret Sensibilisierung, Verbote, ja. Mehr Taxationen. Also ich fand, ein Verbot ist nie der richtige Weg. Ich meine, muss ihn einfach auf die pädagogische Schiene gehen und Leute informieren, was zum Teller haben, was der reale Preis ist von dem, was zum Teller haben, und was so bei einer Styropor-Sportgeld mit Plastikbezug der Umwelt, das ist selber undient. Merci. Das hat auch einen Preis. Herr Ruckert, die EU hat Handelsbeziehungen mit Ländern, die nicht dieselben Arbeits- und Umweltablagen haben wie die EU selber. Und die Konsequenz ist, dass für den europäischen Konsumateur viele Produkte viel mehr billig sind. Gibt ihr etwas daran ändern, dass wir Produkte können importieren, die ob Männer stark Oblagen produziert sind? Aber das ist ja so, dass an der EU selber auf viele Bereiche die Oblagen ganz niedrig sind. All Mensch weiß, dass Glyphosat, dass das giftig ist, dass es schädlich ist. Das ist aber noch immer nicht verboten. Es wird auch noch immer exportiert außerhalb von der EU. Also das ist kein EW. Du musst in die zwei Wege gucken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein drei Produkte an der Europäischen Union herankommen, wo ich ganz genau weiß, dass das über Kanarabisch gemäht ist, dass die Sozialstandards ganz niedrig sind. Da muss ich natürlich, ging ich so, da muss ich Oblagen dann machen, für so Produkte heranzuholen an der Europäischen Union. Aber das gilt aber auch für Länder an der Europäischen Union. Wenn ihr seid zum Beispiel, wie an Spanien marokkanische Arbeiter ausgebeutet gehen auf den Tomatenplantagen oder Erdbeerplantagen, da geht es auch, das ist genau dasselbe. Und du musst die EU sich mit der eigenen Nuss holen und nicht unbedingt bei den sogenannten Ländern von der dritten Welt, die Vorschriften machen. Merci. Gut. Okay, so, und da kommen wir bei das nächste Thema. Ja. Nächstes Thema, Zukunftsthema Digitalisierung. Da verändert sich immens viel. Die EU muss vielleicht reagieren, hat schon viel darauf geschafft. Das ist ein immens großes Thema. Und wir wollten das auch mit ihr auch noch ein Kehr diskutieren. Voilà, dann drehen wir das Kehr rein voll Jim, dann fängt Herr Ruckert an. Brauchen wir eine europäische Antwort auf GAFA, Google, Facebook und so weiter? Soll die EU da industriepolitisch aktiv gehen? Die Realität ist ja mal die, dass die großen Konzerne an dem Bereich, dass das kein Betriebe aus Ländern von der Europäischen Union sind. Also die EU, die ist weit hinten dran, oder die einzelnen Länder von der Europäischen Union sind da weit hinten dran. Und für den Retard abzuholen, das ist ganz kompliziert, weil nicht die nötigen Investitionen gemacht werden. Aber da haben aber auch, muss ich sagen, große Konzerne aus den einzelnen EU-Ländern, die haben die Entwicklung absolut verschwäßt. Und die EU, die hat vielleicht die geseitert hat, oder verschiedene Länder gesindert hat, das heißt aber noch nicht, dass sie bereit sind, massiv an den Bereich zu investieren, weil leider ist es so, muss ich sagen, dass nach immer viel zu viele Investitionen an Bereiche gehen, wo kurzfristig Profite zu erwarten sind, Merci. Aber nicht strategisch geduld wird. Merci. Madame Dondlinger, brauche ich eine europäische Antwort auf die GAFA? Pardon. Brauchen wir eine europäische Antwort auf Betriebe wie Google, Amazon, Facebook?
Ich muss so das sind nicht die Nächsten, den erzählt, wir waren immens betroffen von der Fehldecision betreffend eben Artikel 13. Ich will nicht darüber gehen, wir sind de facto Datapartei hier an der Runde. Und wir sind auch der Meinung, dass auch an der Datagestion, am Datakommerz auch müssten den System vom Pollueur-Payeur unbedingt erhalten sind, natürlich, dass doch müsste Steuern erhoben gehen, weil auch eine Firma wie Google, Facebook und so weiter braucht enorm viel Massen Wasser, Kielwasser und Strom. Also froh, weil spezifisch sollen nicht europäische Alternativen zu den Betrieben gehen. Ja, sicher. Ich denke, wir müssen alles abmachen für alles. Wir gehen gerne den Weg von der Digitalisierung. Wir Piraten haben ganz groß Bedenken, was Datastockage angeht. Das heißt, wir gehen ganz gerne europäisch Gründer gesehen, die sich darum kümmern, dass die Data offen zugänglich ist für die Bürger. Merci. Das war Zeit. Herr Schmidt. Ja, et gibt kein Google gehen, et gibt kein Apple gehen, wenn den amerikanischen Staat nicht eine Industriepolitik machen. Sie haben das verstoppt, sie haben das über den Pentagon, aber sie haben massiv Industriepolitik gemacht. In Europa war Industriepolitik verhöhnt, verpönt, und wir haben effektiv an den Technologien verpasst, ganz viel verpasst. Und dafür ist es höchste Zeit, für eine aktive Industriepolitik zu machen. Die Chinesen haben dezidiert, dass ihre große Bühne ist, Intelligenz artificielle, eigentlich den dominanten Staat an oder die dominante Ökonomie an der Intelligenz artificielle zu gehen, haben 150 oder 180 Milliarden dafür für die nächsten Jahre gesehen, wir haben nicht viel gesehen. Oder Peanuts. Und da meine ich, muss ich nur setzen. Da ist Europa absolut notwendig. Da muss man Sachen zusammenbringen. Da muss man natürlich auch unsere Entreprisen auf den Weg bringen, aber wir müssen natürlich auch massiv an die Technologien investieren. Merci. Investissement. Merci, Herr Wagner. Ja, also die dänische Regierung hat eine Decision getroffen, ich weiß nicht, ob sie formalisiert wurde in der Zwischenzeit, mir für einen Ambassadeur bei den GAFA zu nennen, einen richtigen Ambassadeur, nicht der Conseil, so ein Ambassadeur, den Rang hat wie bei einem Staat. Weil en plus GAFA haben plus ou moins dieselbe PIB wie Dänemark, grosso modo. Am Dominik, den wird für ein Gefahr auch die Betriebe durchstellen, weil aus sich müssen doch ein Service public sein. Digitalisierung kann ich nicht trennen von der demokratischen Kontrolle auch. Wenn Google, Facebook, Apple und so weiter so führen, wenn die ja privaten Händen sind, da haben sie natürlich ganz andere Interessen. Und da können sie auch Manipulationen machen, wie man so auch kennen. Dafür muss ein Service public machen. Und dafür, das kann ihn auf verschiedenen Niveaus machen. Das kennt die EU sein, aber da fährt nicht, dass ihn auf Godot wird, wie immer. Aber guckt Airbus, das ist nicht die EU, aber das ist Frankreich, Deutschland und England, die sich Summe getan haben, und der Mann, auch Spanien, voilà. Dass der Fantasie keine Grenze gesagt, aber auf jeden Fall muss ein Service public schaffen, den dafür sucht. Ja. Merci, Madame Metz. Also die Initialfrage war ja, ob man Regeln brauchen für GAFA, oder ob wir eine Antwort brauchen. Eng europäesch Alternativ. Wir brauchen op alle Fall muss noch europäisch Alternative fir dat net just an denen Hand ze losen von denen wir brauchen von allem awer eng europaweit Digitalsteuer, wir brauchen do Regeln, wir müssen auch viel auch an der Education op die ganze Welt mengglisch méi opmerksam man an noch den Umgang dommer fir mech ass dat och eng europäesch Antwort am Umgang mat all denen Reseaux sociaux, Facebook, Google an so weiter. Und wir müssen noch den Konsument schützen, méi schützen, wie dat am Moment der Fall ist an dem ganzen E-Commerce. Also brecht de schon op europäischen Ebene eng Agentur so zu soen, die dat gif méi auch kontrollieren a méi suiveieren. Ich hat Chance ENISA, das Cybersecurity für die Europäische Union besichen zu gehen, aber Athen, die machen ganz viel für das können suivieren und da ist aber sicherlich nach Luft nur Uhren, weil heute geht ganz viel über Hacking, die richtig Gefahren, die kommen da, wo ich kann, wen am Venezuela. Erzählt das. Okay. Das ist immer eine Minute. Wir probieren nicht all drin zu halten. Herr Ruckert, wie sollen die transnationalen Internetfirmen besteuert gehen? Hier zu Lützburg und in Europa?
die sollen do besteuert gehen, für allem sollen sie mal besteuert gehen. Damit geht es mal hin. Weil das ja so wie bei den großen Konzernen aus der realen Wirtschaft, die ganz wenig Steuern bezahlen und immer mehr Steuern bezahlen, aber bei den Internetriesen ist das genauso. Die sichern all Schlupfloch, dass es gibt, für keine Steuern zu bezahlen. Und da muss ich feststellen, dass sie doch danach nicht die richtigen Initiativen hält, für die zu besteuern. Natürlich sollen sie, wenn sie zu Lützeburg Produkte verkaufen, sollen sie auch zu Lützeburg oder produzieren, sollen sie zu Lützeburg auch besteuert gehen. Wie all einer Betrieb, nicht, dass sie sich über Rich Holdingen, wie das auch ArcelorMittal mit oder andere, dass sie dann überhaupt keine Steuern bezahlen, wie das zum Beispiel wie ArcelorMittal an der Belgias, oder ganz wenig Steuern, 1–2%, ob schon zu Lützeburg hier aber ein Betrieb, ein kleiner Metzler, ein kleiner Bäcker, 27% Steuern beziehen. Merci. Madame Dondlinger. Die Frage ist, wie sollen Internetfirmen, die groß transnational Internetfirmen besteuert gehen? Zu Lützeburg und an Europa? Ja, wir sind der Meinung, dass Firmen allgemein sollen die Multifirmen, dass die sollen besteuert gehen an dem Land, wo sie eben ihren Umsatz machen. Ich denke, das ist auch firmenspezifisch. Für mich wäre doch vielleicht sinnvoll zu gucken, dass sie besteuert, wo halbdeels besteuert, wo der Sitz ist, und wo eben dann auch der Business so läuft. Das müsst ihr ein bisschen mehr nuanciert gucken, nach meiner Meinung. Das ist mein persönliches Willen. Merci. Die Aktivitäten von den Firmen sind ja ein bisschen per Definition delokalisiert. Und dafür ist die Besteuerung muss zumindest europäisch ausgesehen. Bon, ich weiß, dass das echuiert, dass verschiedene Länder probieren, das national zu machen. Das ist nicht die richtige Formel. Da passt wir natürlich, wir geben das europäisch regeln, dass effektiv eine Steuer europäisch fixiert gehen, wo ob die Leute Chiffre d'affaires, die an den verschiedenen Ländern gemacht gehen. Das ist eine Option, dass es ja die probiert wird, von einem oder dem anderen Land praktiziert zu gehen. Auf jeden Fall muss man das am Espace Europäen machen. An einer ersten Phase. An der zweiten Phase wird natürlich wichtig, dass man auch über Europa rausgeht, weil Google ist nicht nur europäisch, Google ist global. Und, momentan ist das schwer mit der amerikanischen Regierung, die wir haben, aber wir haben ja probiert an der OCDE und darüber raus Regeln zu finden. Dafür besteuern auf jeden Fall an Europa als erste Etappe. David Wagner. Ja, also erstens eng Besteuerung do wo den Umsatz gemacht wird, nicht den ersten, den das sieht, mich meine, das ist evident. Und das sieht jeder noch permanent mit Geschichten hier Uni. Und das kann ich noch durch eine europäische Formel machen, wenn ich einen Fund, mehr Nationalstaaten können noch ruhig gucken, wie sie da doch hinkriegen, en Absence von einer Lesung. Zweitens muss ich ihnen nicht Feld überlassen, mit kann ihnen, da kommen wir zurück auf die vierte Frage, es muss in der Service Public auch schaffen, den GAFAN ersetzt. Ich sehe wirklich der Meinung, dass in die Richtung muss gehen. Und drittens, und das betrifft Lützeburg, aber nicht nur Lützeburg, sondern ganz Europa, weil auch wenn den Besteuerungsmechanismen hat, muss ich dafür sorgen, dass die auch nach Wirken ergreifen. Und es geht nicht darüber geschwärzt, aber es gibt dick Botten, Feier, die Big Four und so weiter, KPMG, Deloitte, EY, PwC, und die machen alles, für dass die Boite justement keine Steuern bezahlen. Das heißt, das müssen sie auch ganz konkret bekämpfen, weil sie Schädigen auch damit steht. Merci. Tilly Metz. Ja, ich hätte auch schon ein bisschen darauf geantwortet. Also wir brauchen ein europaweit digital Steuer, da wo sie auch den Umsatz machen, der wir nicht vergessen, die Steuern, die da verloren gehen, das sind so, die gehen verloren für Schulen zu bauen, für Spitäler zu bauen, dafür und kann auch nicht sein, dass der Betrieb am Land, ich denke nur der Metzler, der Bäcker, dass den 30% Steuern muss bezahlen an die großen GAFA, alle Guten, dass die davor kommen durch ganz subtil Mechanismen, die sie dann an die Wehr leiten, für die Steuern zu vermeiden. Dafür ganz klar, ja, und ich meine das schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mache da nur einen Moog von ein paar Sekunden. Merci, gut. Die dürft immer mich kurz antworten, weil das ist ein Grenz nur oben. Wir haben danach 5 Fragen, wie für noch und spezifische Kandidaten.
Herr Ruckert, muss d'Arbechtsrecht am europäesche Kader verändert gehen, wann durch Telearbeit an Zukunft bald auch schon zum Deel von überall aus kann geschafft gehen, wann Leute nämlich müssen zum Beispiel op Lützeburg kommen für zu Lützeburg zu schaffen. Also die Realität ist ja die, dass d'Arbechtsrecht überall in Europa, an den europäischen Ländern von der Europäischen Union an den letzten Jahren verschlechtert gehen ist. Das ist die Realität haut. Ohne starke Gewerkschaften geht es natürlich noch viel mehr an die Richtung, wann Decisionen geholt werden, für das Arbeitsrecht zu verbessern. Was für ein Gesetz geht dann von der Europäischen Union gemäht? Ich habe hier drauf von den Lobbyisten geschwärzt, die zu Brüssel sitzen. Die haben natürlich alle Mittel an der Hand, wie zu verhindern, dass sie besser das Arbeitsrecht können. An der Realität funktioniert das ja so, dass man am Anfang an viele Länder von der Europäischen Union, dass du am Platz, dass die Arbeitszeit aufgeht, am Platz, dass mehr Sicherheit auf dem Arbeitsplatz gibt, dass es an die verkehrte Richtung geht. Und wie gesagt, du musst erstens einmal auf nationalem Plan die Decisionen geholt werden, aber du musst natürlich auch politisch eine vollständige Änderung kommen, für dass du sich etwas in die richtige Richtung bewegst. Merci. Madame Donnlinger, inwiefern soll die EU Open Source, inwiefern soll die EU Open Source Software fördern? Ja, ich meine, wir sind, wie gesagt, Dataportal de facto, wir sind für alle Formen von Open Source, wo wir bieten. Das ist natürlich auch für das freie Internet, sowieso für die Meinungsfreiheit, für die freie Diffusion und freie Nutzen von allen Sourcen, die disponibel sind. Das geht bei unseren Primärkanner, die fangen an der Schule kleine Dissertationen zu bereden. Und was das der nächste Griff, den ich möchte? Früher hatte ich eine extrem teure Panoplie von Lexika, die nur 5 Jahre teils veraltet war, sie den Lösungen kann. Aber ja, guck mal, herzlich guck mal Wikipedia. Ja, und ich denke, Internet, also ein formidables Instrument. Open Source? Gelieft. Ja. Open Source. Open Source, das sind zu allem Zugriff eben hat, ohne viel Umseher. Wir sind auch für Open Software. Hauptsächlich für den Staat kann nicht sein, dass die Staat markiert, dass man denkt, macht Software und von Betriebssystemen. Das soll alles absehen und es soll auch eben so sein, dass Transparenz da ist an den Sourcen und noch an der Datensammlung. Merci. Herr Schmidt, mir hat schon darüber geschwärzt, durch Digitalisierung vor einer zu Stabischt. Seht ihr an dem Kontext für ein europäisches Grundeinkommen, wenn durch Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung Arbeitsplätze fortfallen, soll das dann durch ein Grundeinkommen ersetzt gehen? Es sind nicht besonders für ein Grundeinkommen an dem Kontext, weil das gibt einfach Häschen, wir lassen alle Guren, die Firmen, die effektive Restrukturationen sind, außen vor, die brauchen sich nicht mehr suchen zu, was mit den Leuten geschieht, die eventuell ihren Job verlieren, weil das ja dann aufgesichert über den Grundeinkommen ist. Es ist in der Meinung, dass Schiedverein, den affektiert das von Rationalisierung, Robotisierung, Digitalisierungen, muss Recht tun, erstens natürlich ein Einkommen zu behalten, zweitens ein absolut Recht tun, requalifiziert zu gehen, für einen so schnell wie möglich an einen neuen Job zu bringen, dass man eben auch die Transition von Jobben so gestalten, dass kein an den Stadt Lach fällt, dass die Beschid für ihn mitgeholt wird. Aber just einfach zu sagen, das braucht man nicht mehr, du kriegst ein Grundeinkommen, hallo, kann man es nicht mehr ambitionieren. Merci. David Wagner, mir gesehen, bei Beispielen wie den Islamischen Staat oder auch in Australien, dass Radikalisierung über das Internet immens gefährlich ist. Soll ihn auf Internet problematische Inhalte sperren? Ich gehe schon mal davon heraus, ohne Spezialist zu sein, dass es Gesetzgebungen gibt, die problematische Inhalte sowieso auch schon verbieten. Da kann ihnen vielleicht auch, ich weiß nicht, Pädophilie oder so, dass nicht wie wenn da nichts geschehen, wie wenn Internet ein freier Raum wäre. Inwiefern das am Terrorismus in Verbindung zu setzen ist, natürlich, ich meine,
das ist eng polizeilich froh. Denno der wir noch nicht der Illusion verfallen, dass den ISIS zum Beispiel dat vom Internet erfund genoss. Ja? Weil da kann man geopolitischen Diskussionen, die vielleicht äußerst spannend wären, müssen noch wissen, wo sie ihre Petrol verkauft haben. Die Vorausgestaltung und Kommission und da kommen wir Antwort. Die erschreckend war. Aber bon, das ist eine andere Frage. Ich meine, dass polizeiliche Mesuren müssen kommen, für Kriminalität und organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Ich bin aber kein Spezialist daran. Das ist am Ende kein größeres Problem. Terrorismus fällt drin, auf jeden Fall den islamischen. Ja. Merci. Telemetz. Die Digitalservice brauchen immens viel Energie und Wasser. Wenn sich die aktuelle Entwicklung anguckt, wird nicht, die Service werden dann in Zukunft nicht mehr genossgemäß sein. Wie soll die EU da reagieren? Also wie die EU will reagieren am Moment, ist es effektiv so, dass die Google und Co. Die brauchen effektiv für hier ganz Server und so weiter ganz viel Energie. Es ist aber auch so, dass die Betriebe, je me fais l'avocat du diable, aber auch ganz kreativ sind, weil sie aufhängig gehen auf Photovoltaik und erneuerbare Energien und so weiter sind. Das heißt, die sind sich schon bewusst. Effektiv muss ich aber auch, ich denke, besonders um den ganzen Bereich von den Bitcoins an die ganz quasi parallel Welt der Finanzwelt, die do am Gang sind stoen, dat den do muss effektiv auch mehr Regeln setzen an dat die Algorithmen, die do gerechen gehen, an dat hun ich mat einen ganz interessanten Entretien, war dat mat der Fédération des jeunes Dirigeants, die wirklich trop opmerksam gemacht und dat die Algorithmen, all die Rechnungen, dat auch Tonnen Energie effektiv braucht, und dat muss auch suivieren an opmerksam sind. Digitalisierung bringt als Führung. Wir mussten zumal als Europäische Union um Ball bleiben, weil wir einen Nachholbedarf. Aber auf der anderen Seite muss ich auch bewusst sein, dass die Gappen von der Digitalisierung nicht verstärkt und auch auf die Energie muss ich aufpassen, die da verbraucht wird. Merci. Ja, besser. Wunderbar, dann kommen wir zu der nächsten Runde über die Zukunft von der EU. Soll ich eine kurze Introduktion machen? Wir haben darüber gesprochen, weil man eine Europäische Republik, wenn man Europa von den Nationen, wie stellt ihr die Zukunft von der EU vor? Ja. Wir kommen Mino dann. Die EU. Wir gehen als Mai. Die EU steht unter Druck. Brexit, Handelskonflikte, Migrations-, Flüchtlingskrise, Griechenland, Eurokrise etc. Welche enge Reform braucht die EU? Was für enge Reform braucht die EU? Wir fangen an mit Mam Nicola Schmidt. Die EU braucht mal eine große Reform, dass wir fertig bringen, einerseits eine gemeinsame politische Willen zu entwickeln, an den Ländern für sich bewusst zu gehen, dass all die Themen, die der Lo mentionniert wird, nicht mehr können europäisch gelöst gehen oder zumindest Lesungen können da Fond gehen. Kein von den Problemen kann national geregelt gehen. Zweitens muss man dafür sorgen, dass Bürger auch sich dies bewusst gehen, dass für die Probleme, die für einzelne Bürger an seinem persönlichen Leben ja aber de près ou de loin affektieren, dass es nicht mehr europäisch Antworten gibt. Lo meine ich für ihn, die viele institutionelle Reformen mitgemacht hat, dass lo kurzfristig oder auch sogar mittelfristig groß institutionelle Reformen nicht ganz viel verbringen und noch ganz wenig probabel wären. Durch ihr politische Wille. Merci. David Wagner, was für eine Reformen für die EU? Eine Minute. Die hat von Griechenland geschwärzt und ich meine, das ist ein größeren Trauma auch nicht nur für Linke, aber wenn wir etwas damit zu dienen und ich meine 2017 wie die EU oder Troika oder wie all die informellen Geschichten da herrschen, wie sie mit Griechenland umgesprungen sind, hat die EU aber einen großen Teil von seiner Eier verloren.
auch an Mengen an, da ja auch an Schmeng, das wird man auch nicht vergessen, d'autant plus, dass dazu ein ökonomischer Putsch ja noch kommt, nachdem das griechische Volk eine souveräne Decision geholt hat. Die Regierung hat auch nicht das Handeln mit einer Diskussion, aber Schmengen grundlegend, die Austeritätspolitik, die Gacke ist zum Beispiel die Stabilitätskriterien, die total, das ist Science Fiction. Das ist ökonomisch. Als jeder, sogar von ultraliberaler bis Marxisten an der Ökonomie, so all das komplette Bullshit, einfach nur für den Euro beizubehalten, eine Währung, die wahrscheinlich an der Form keine Zukunft hat, für das alles beizubehalten, wird ganz Volk abgeopfert. Also die Austerität, all die Mesuren, die muss ihn aufschaffen. Okay, merci. Madame Donnlinger. Ja, wir sind der Meinung, wenn ich heute Saal gucken, da kann ich nicht so, dass Leute halt mit sind. Das ist meine persönliche Impression hier am Saal. Wir haben aber auch ein bisschen Gefühl, dass Politik und Propositionpolitik, dass die ein bisschen mit ist. Und ich denke, wir sind in einer Gesellschaft, die so auf dem Informationsstadium Master sehen muss so und ja kommen die neueste Summen und mehr Regeln die groß frohen durch Transparenz, wo man und Bürger Rugin, wo man als Gremien opmachen, wo man Politik von den Zonen Diere verabschieden, aber wo man informiert an den abgeklärten Volk matfühle lassen. Sie haben da die Referendum, sie haben da die verbindliche Petitionen, weil Schmengen als Deputiert, die gesehen doch die so bringt, dass die Leute, wenn die eine Petition machen, die machen einen super Score von 6.000, 7.000 Leute, Unterschriften, an einer halben Stunde wird gesagt, ja, vielmals merci, Monsieur, vielmals merci, Madame, du könnt da getrauscht gehen. Das ist nicht ohne für Europa schon gut nicht. Okay, merci. Tilly Metz, was für Reformen für Europa? Ja, war die erste Reform und ich denke, eine bessere Kollaboration zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten. Wenn ihr wisst, dass 75% der Gesetze, die am national gestimmt sind, Umsetzungen sind von EU-Direktiven, da fand ich, muss die Kommunikation zwischen dem Europaparlament und dem nationalen Parlament auch verbessert gehen. Und dann, dass an der vierten Runde gesagt wird, natürlich denke ich, dass das Europäische Parlament muss ein Legislativ-Initiativrecht kreieren. Das brauchen wir unbedingt. Und auch eine bessere budgetär, ökonomisch Gouvernance für das Parlament, wo das auch kein mehr mitschwätzen kann, wie du von der Bankunion geschwärzt gehört, auch dazu. Und dann Partizipation von den Bürgerinnen der europäischen Citizen-Initiative oder Bürgerinitiativen, die gehen nicht los schon. Ich meine, die meisten Leute sind sich bewusst, dass die europäische Citizen-Initiative gehen. Und ich fand, da müssen auch ein Punkt Kommunikation viel mehr vermitteln, was den einzelnen Bürger, Bürgerinnen, dass die auch können so Initiativen starten, und die muss auch auf dem europäischen Niveau verstärken. En generell am Niveau von der Kommunikation und Transparenz ist effektiv und nach Luft noch offen. Merci. Ali Ruckert. Die Kommunistische Partei ist der Meinung, dass das Europäische Union müsste abgelöst gehen, weil sie nicht reformierbar ist. Hier Viergängerorganisationen CECA und DWG, wie auch die EU selber, die sind am Interesse von den Banken und vom großen Kapital geschaffen gehen, für wirklich auf europäischem Niveau so weit wie möglich alles zu kontrollieren, Leute auszubeuten. Und wir meinen, dass das eben müsste aufgeschafft gehen und durch eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern ersatz gehen, aber nicht so ein Europa, dass so nicht Europa wählt, das Fake News, weil alle Menschen wissen, dass an Europa gibt viel mehr Länder, 20 mehr Länder obmanst, wie an der Europäischen Union sind. Und wir sind der Meinung, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern muss auf kontinentalem Niveau stattfinden. Das ging auch verhindern, zum Beispiel die Militarisierung, die die EU am Gang ist, zu machen. Merci. Voilà, da kommen wir zu unserer zweiten Frage. Wie positioniert ihr euch zu der Frage von der Einstimmigkeit am Conseil bei der Außenpolitik und bei der Steuerpolitik? Herr Schmidt. Ich meine, die zwei sind absolut liiert. Kann ich nicht so, ich sehe für Majorité qualifiée, für Außenpolitik, aber wenn es um Steuern geht, da muss die Einstimmigkeit bleiben. Ich bin der Meinung, dass auf den zwei Gebieten eine Evolution muss kommen in Richtung qualifizierte Mehrheit. Logisch muss ich darüber nachdenken, wie die Majorität soll aussehen. Das muss nicht die normal qualifizierte Mehrheit sein.
das muss auch nicht auf alle Aspekte von der Steuer fallen, mit dem Prinzip von einer Passage auf qualifizierte Mehrheit an den zwei Domänen ist absolut notwendig. Wir wissen alle gut, wenn wir nur dezidieren, giffen, dass die Europäische Union mit Leuten gegen einen Konflikt checken, dass das eine schwierige Decision ist. Und da müssen natürlich auch Garantien für Länder sein. Ähnliche Sachen können sich bei Steuern gesehen. Mit dem Prinzip muss sein, Majorité qualifiée als eine Evolution. Merci. David Wagner. Also wenn es darum geht, Steuerfrohen für zum Beispiel das Steuerdumping zu bekämpfen und Steuerevasion zu bekämpfen, wo leider alle Letzteer Regierung aktiv mitmischt, wenn es darum geht, für dass es den Leuten noch besser geht, wenn Betriebe mehr Steuern bezahlen, da sind wir der Meinung, da kann wir sind der Meinung, da kann die Dynamimität opfern. Soll ich an dem Sinn, wenn das bringt, sollen traurig machen. Denno, auch wie den Ali Ruckert sagt, es muss den sich Vertrag von der EU immer vorstellen, fundamental, Lissabonner Vertrag, den auch sich zum Teil rejettiert gouf durch Referenden, und wir sind viel mehr weit gehen an gewisse Sachen. Mit denno direkt, wir sind der Meinung, dann das kann man an der Außenpolitik, und darum geht die letzte Kehr, wo die EU versucht hat, eine gemeinsame Außenpolitik zu machen, das war, du hast darum gegangen für einen rechtsextremen Putschversuch, der gescheitert ist, auf Venezuela zu unterstützen, dann Hunde Schläfer, dass die EU keine Außenpolitik möchte. Merci. Madame Dondlinger. Ja, wir Piraten sind noch der Meinung, dass prinzipiell so wie es los nicht besser gehen kann. Wir wären eben noch dafür für eine Generalreform von der EU. Und da können wir noch direkt Package mal ranholen, wie zum Beispiel nur für von einem Arbeitsrecht geschwärzt, von Arbeitskonditionen. Da hippen wir nicht die Menschenrechte. Zu der Frage der Einstimmigkeit, wie positioniert ihr euch da? Die Stimmigkeit, die erreicht die kaum oder so aus irgendwie Kav oder Schlag. Ich denke, soll jeder in seiner Meinung können frei behaupten. Und da muss ich gucken, dem nur wie froh sich stellt, über gemeinsamen Konsens zu kommen, den noch für die Bürger draußen nachvollziehbar und matrubar ist, und eben gegebenenfalls an elementaren Fragen, die jederin betreffen, Referendum mit beiholen. Merci. Telemat. Ich muss das so, den Herr Schmidt hat schon auf die Hauptpunkte hingewiesen, also wenn in einem Bereich für die Einstimmigkeit will abheben, ich schätze von der Außenpolitik, Sicherheit und so weiter, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, an dem anderen Bereich, nee, du willst es tout prix bewahren. Das heißt, irgendwo muss ich einfach auch kohärent sein und kann ich auch an der Europäischen Union nicht Korinthen immer aus dem Kuch picken. Aber wenn wir wirklich gerne eine starke Europäische Union hätten, da muss ich aber, wie gesagt, nicht nur an einem Bereich, sondern an den Bereichen, wo die Stimmigkeit eben noch besteht, wie gesagt, Außenpolitik, Défense, Steuerpolitik, da muss ich in jedem Fall auch da, kohärent sein. Merci. Herr Ruckert. Ja, ich will darauf hinweisen, dass die herrschenden Kreise an den einzelnen EU-Ländern oder die verschiedenen Nationalbourgeoisien, dass die ganz unterschiedliche Interessen haben. Und dafür führt doch dazu, dass an der EU-Außenpolitik es nicht immer zu einer gemeinsamen Position kommt. Es hilft dann, zu vertreten all ganz reaktionäre Positionen vis-à-vis zum Beispiel von Venezuela oder vis-à-vis von Kuba oder vis-à-vis von Ländern, die nicht nur ihre Pfeife tanzen. Aber sonst ist das ganz kompliziert, bei den Steuern ist das noch viel mehr kompliziert, weil du natürlich auch die Mächte an Frankreich, an Deutschland immer, wenn ich nur hier Tasche gucken, sie nur etwas anderes gucken. Du geht es auch darum, was kann ich dann noch rausziehen und nicht den anderen. Und du kennst doch nicht. Das heißt, Einstimmigkeit, ja oder nein? Da gibt es keine Einstimmigkeit. Da kann es keinen geben, weil absolut unterschiedliche ökonomische und politische Interessen zwischen den großen Ländern der Europäischen Union sind. Merci. Gut, dann haben wir noch Einzelfragen für euch. Herr Schmidt, die Juncker-Kommission hat sich stark dafür gesagt, dass Frauen an Responsabilitätsposten an der Kommission besser vertreten sind. Und ich denke, das Ziel war 40%. Seht ihr für ein Quote an der EU-Kommission, also an der Zusammensetzung
von der EU-Kommission selber? Wir sind sich nicht unbedingt für ein Quote, mit das ganz klar, dass für 50-50 die richtige Antwort wäre. Das heißt, die sieht auch für die nächste EU-Kommission für so ein Quote. Ich habe gesagt, das muss vorsichtig 50-50 zu machen. Ein offiziell, legal etabliert Quote meine ich also nicht am Interesse von den Frauen und a priori auch nicht von den Männern. Merci. David Wagner, die EU-Kommission aus der Meinung, dass die europäischen Länder sollen einen gemeinsamen Linie haben vis-à-vis von China. Sind die damit einverstanden und wie sollen das bei den Memberstaaten durchsetzen? Sie sind sowieso der Meinung, dass wir über die Legitimität von der EU-Kommission diskutieren. Wieder das an Mengen an unseren kein demokratisch legitimiert Organ ist. Also fällt es mir schwer, der Kommission Recht oder Unrecht zu gehen, mit der der Meinung, dass sie am besten Fall nichts zu sagen hat und höchstens das müsste umsetzen, was das Europäische Parlament müsste sagen. Ja, was für eine Approche müsste den Hund par rapport zu China? Schon den anderen gelotze Zeit, zumindest als ganz europäische Kreise, da in eine Richtung will gehen, so quasi Krischblock denken, Europa, sogenannte Europa gegen China. Und was mich als Linken interessiert, das sind die Interessen von den europäischen Arbeitern oder von den chinesischen Arbeitern, die alle Probleme haben, und nicht von den europäischen Patronen. Ich mag keine Allianz, Martine, für gegen die chinesischen Patronen zu gehen. Merci. Madame Dondlinger, braucht die EU neben der NATO eine eigene Armee, eine eigene Défense? Ja, wir sind ganz hilfreich als Programm, den op den Europa da rauszugehen, wir als die froh selbstverständlich auch gestaltet. Wir sind nicht aufgeneigt gegen eine europäische Défense. Es soll aber so sein, dass auf keinen Fall ohne Mandat kann gehandelt gehen und dass auch die EU-Soldaten nicht sollen nach Kriegsgebieten Kriegsfeiern gehen. Mandat von wem? Gelebt. Mandat von wem? Mein Mandat vom zuständigen Parlament, ich meine an dem Fall vom EU-Parlament. Also ohne Mandat und auch ohne Mandat eben überhaupt auch von der Menschenrechtskonvention. Ich meine, das muss alles respektiert sein. Es geht nicht viel zu sagen, als Europa hat ein Problem, die nicht mehr Leute auf der Straße wie daheim oder beim Patron. Da schicken wir die europäische Armee geschlossen an das Land. EU-Land, nicht EU-Land, das geht nicht. Merci. Madame Metz, bei der Zusammensetzung von der nächsten Kommission muss die Wünsche von den Memberstaaten, politische Zugehörigkeit von den Kandidaten, hier Kompetenzen an, wie schon gesagt, den Ausgleich zwischen Frauen und Männern auf Betrug zu gehen. Lützeburg hat sich schon für eine Person festgelöscht. Sie sitzt doch hier. Was ist eine gute Strategie, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist nicht, ich war nicht an den Negoziationen, das ist so von den Parteien, die rund um Tisch so festgehalten. Ich meine, wenn ihn zusammen um einem Tisch sitzt, das ist nicht mir, das anschätzen, war das die richtige Strategie. Ich fand noch manchmal, sie war transparent an der Hinsicht, dass die weiß, wo ihn drin ist. Herr Schmidt geht um an den Wahlen und ich fand, das eine gute Sache. Ich fand das nicht mir, das zu jugieren, wie gut die Strategie war. Die war ganz transparent und das so verhandelt gin, ich war nicht um dich dabei, aber der Plus, dass ich weiß, wohin drin ist. Merci. Wunderbar. Nach einem Fangfroh. Gibt es europäische Werte? Und was sind die? Europäische Werte gibt es keine. Es gibt Menschenrechte, die auf der ganzen Welt sollen selbst sein, für jeden Verein. Wenn ich die Europäische Union holen, da sind viele Menschenrechte, die nicht respektiert gehen. Es gibt Millionen Leute, die an Armut leben. Es gibt Millionen Leute, die keine Wohnung haben. Und so weiter und so fort. Also europäische Rechte gibt es keine. Es gibt viel mehr Rechte an den Ländern von der Europäischen Union für das Kapital wie für die Lohnabhängigen. Das sind auch Rechte, die aber durchgesetzt gehen. Und da wäre es vielleicht besser, wenn sich mehr Leute und noch mehr Parteien gegen dafür ersetzen, dass
die Rechte und Menschenrechte von den Leuten, die schaffen, auch an der Europäischen Union gegen durchgesagt gehen. Merci. Eine Konversion de Kopenhagen, also Voilà. So wie bei der letzten Runde auch immer nach ein paar ja Neefrohe, wo der dann könnt weisen, ob der ja oder nee sollt. Willst du aufhängen? Du lässt mich mal. Ich habe schon gesehen, eine von diesen Fragen, die haben wir schon beantwortet an der Runde für die Runde. Ich meine, Fall ist bestimmt ein Alternativ an. Ja, weil. Hier haben wir dieselbe Fragen wie bei der letzten Kehr. Voilà. Ja, die haben wir schon aber beschwert. Genau. Die Anonymität, ich meine, dass du wirst mal schauen, wie ich positioniert. Aber voilà, fangen wir mit der ersten. Soll EU-weit ein Mindestlohn von Minimum 60% vom Medianlohn angefordert gehen? Also, ja. Aha. Sollen Unternehmenssteuern, also Betriebssteuern, EU-weit harmonisiert gehen? Sind dieselbe schon? Nur einen oder nur einen? Nur einen, du gehst, nur einen dafür. Nur einen dafür, ja. Das sind politische Majoritäten, die das dezidieren. Das sind Finanzen. Wunderbar, okay, die drei. Soll die EU sich ein substanziell mit größeren Budget gehen? Okay. Soll eine Quote für die Verdelung von Flüchtlingen angefeiert gehen? Das ist just Handweisen. Das ist ein anderes Format. Soll es EU-weit Liste gehen für die Wahlen für das Europäische Parlament? Okay, wunderbar. Mir nach eine Frage, die hat man der letzte Runde, aber erfahren dann einfach sehr eng. Möchte die EU mehr gut wie schlecht? Aha. Okay. Dann sind wir auch erst für eine Vielmals merci, dass ihr hier wart. Jo, merci auch dem Publikum. Vielmals merci für die Nullausstrahlung. Ja. An wann gelief die Leute, die Traduktion hatten, nicht vergessen, die Kopfhörer aufzugehen. An Merci und Tradukteuren. See?